Et war nach nie so günstig, aber auch noch nie so notwendig eng preisstabil, unabhängig klimafreundliche Energieversorgung, no bei de Leiit, mat de Leiit, fir d'Leiit, fir uns all. Das ist dem Moment für uns Manier und Systeme umzudenken. Vieles geht, vieles ist möglich, aber auch nötig. Wir von Eurosolar Lützeburg proposieren das schon seit rund 30 Jahren. Für zu Lützeburg umzusetzen gibt es den PNEC, das ist den Klima- und Umweltplan. Den sind Ziele sie formuliert bis 2030. Dauert also mehr lang wie die nächste Legislaturperiode. Und das Legislaturperiode ist dem noch ganz wichtig, für die Sachen noch umzusetzen, für das dann hinzukriegen. Und dafür schwätzt mir mit den Parteien, die an der Chambre vertreten sind, über das, was sie wollen, an der nächsten Legislaturperiode zu machen. Der Vertreter heute vom ADR ist den Dr. Jean Schoss. Der ist Präsident vom ADR, die war bis 2022 Präsident. Der ist auch nach Bezirkspräsident Osten. Der ist Member am Gemeinderat zu Berdorf. Genau. Und der ist auch Veterinär. Also Medizin, Telekunst, die basiert auf Wissenschaft. Wissenschaft ist dem noch ein gut Sache auch an der Klima- und an der Energie froh. Ja, kann Ihnen so sagen. Das, aber gerade weil das mit der Medizin schwätzt, ist es auch eine Frage von der Wahrnehmung. Was die eine Person als Peng unhält, ist für die anderen auch etwas ganz Normales. Das ist ein großes Problem, das wir an der Tiermedizin, und dann hören wir aber schon mal Psychologie aus, dass es Tieren zum Beispiel ganz spät erst hier Peng weisen. Für dann auf das Klima rüberzukommen, können die sagen, der Planet Erde ist ja auch nicht da nicht wie ein großen Organismus. Auch den ist relativ leidensfähig, ihre weiß, was den verändert. Wir merken am Moment, dass es Veränderungen da sind. Ich selber habe in Südfrankreich studiert für 40 Jahre. Das Klima, das man heute zu Lützeburg erinnert mich ganz stark an das Klima, das ich für 40 Jahre in Südfrankreich erlebt habe. Das ist Lorraine gefühlt, das ist nicht bewiesen. Da gibt es andere Leute, die haben das gut ausgerechnet oder nicht ausgerechnet. Und das ist sicher, dass wir eine Klimaverschiebung haben. Wodurch das ausgelöst ist, darüber will ich mich noch nicht auslösen. Wie viel Mensch gemäht ist, wie viel Natur gemäht ist, wie viel Hai an do gemäht ist immer ganz schwer zu sagen. Die zwei sind sicher nicht unschuldig an der Affäre. Und ob es nur die Menschen von den letzten 40 Jahren sind oder ob nicht schon die Entwicklung von den letzten 200-300 Jahren ist. Mit der industriellen Revolution, wir sitzen heute zu dem Verding, vom Hai und Tier gegen sie mal schmelzen. Die haben auch schon hier jetzt aufgehen, wie wir noch nicht gemerkt haben. Aber was sicher ist, es muss selbst gemäht gehen. Wir können nicht zu viel aufhören. Aber wir müssen so machen, dass die Leute mit können, und das ist auch die von der ADR. Wenn wir etwas machen, dann müssen die Leute auch alle mitgeholfen können, und sie müssen doch freiwillig machen. Das ist ein Punkt, wo wir ganz viel Wert drauf legen, weil die Sache, von Öfen zu ordinieren, das möchte ich nicht. Es muss die Leute überzeugen, dass sie etwas machen müssen für das Klima. Aber wenn sie überzeugt wird, das kann auch sein durch Transportpublik, die funktioniert, das kann sein durch Primen, dann kriegen die Leute auch dafür begeistert. Wenn ich aber hingehen, also, du musst lo mehr, wie in Deutschland der Fall, dürfst du keine Heizung mehr, mit Öl, Masut, mit allen, hätte ich bald gesagt, mit fossile Brennstoffe betreiben, da kriegt ihr eine Aufwehrreaktion. Wobei das ja nicht an Deutschland gesagt wird, will ich direkt präzisieren. Es wird gesagt, wenn die Heizung futti ist, dann ersetzt du durch eine Technik von der Zukunft. Wir müssen ja nicht an Deutschland, wir sind halt zu Lützeburg. Da ja auch nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, das fällt auch nach richtig mehr auf. Das ist okay. Also wenn man den Urtext gucken vom Gesetz, den dann geändert ging, da wäre du musst erkennen, du sollst. Wenn ja, nur ersetzen, das war du musst, das ist richtig. Aber nicht lo rausrappen und dann nee. Das völlig schon, nur Museum. Nicht d'accord. Enfin, das, was wir auch müssen, dass die klimaunfreundlichen Gasen draufsetzen, not einmal CO2. Die kommen ja von den fossilen Brennstoffen, Petrol, Masut, da sind wir uns dann eins. Für die, wenn die will waschen, dann brauchen wir eine Alternative. Und das sind die erneuerbaren Energien. Wir sind halt bei Eurosolar Lützeburg, also bei uns ist die echt große Alternative, die Photovoltaik, die Sonnenenergie. Und da fanden wir, dass da zum Beispiel soll auf all Dach kommen. Gut, möglich ist, was denkt da der zu der Photovoltaik, zu der Solarenergie, der Produktion, für das wir im Jahr noch setzen können?
also Photovoltaik als Alternativ oder als Zusatz, weil wir müssen ja auch gucken, wie viel Dachfläche wir haben. 200 Quadratkilometer. Ja. Muss man aber auch, da müssen Tiere auch noch all belastbar sein und wir müssen dann auch finanziert kriegen oder die Leute, die sich das dann dahin machen, müssen finanziert kriegen. Im Moment gibt es ganz viel helfen, aber auch diese Deckel drin, muss ich genau hingucken. Also ich hätte genug Dachfläche für mich wie 30 kW zu machen und da kommt es schon immer der Steuer und dann geht die ganze Rechnung schon vielleicht interessant. Als Beispiel nehmen. Das heißt, du musst konsequent auch eine Sicherheit tun. Und du willst nur nicht so am Moment, wie der Moment das, wenn er das Jahr nicht mehr, dann da kriegst du dann so viel Subsid. Du musst in eng wirklich Planungssicherheit, die wird die nächsten nicht mehr bis 2030 an. Das ist eigentlich das, was mich persönlich am meisten steuert. Der Plan müsste eigentlich eine Projektion machen bis 2050 an nicht 2030 abhören, nicht zwar einzeln, da kämen wir gerne hin, also die CO2-Neutralität am 2050, aber das ist ganz waaggelost. Das heißt, für mich müsste der Plan, und ich bin Mediziner, da kommen wir darauf hin zurück, wenn ich mal einen Operationsplan mache, und ich muss ein Kreuzband ersetzen, dann habe ich meinen Operationsplan bis ich zubitzen. Und hier habe ich so den Eindruck, wir machen mal ab. Und da gucken wir. Oder mir setzen Kreuz, weil wir wissen nicht, wie dann Zukunft belastet wird, dann 2-3 Jahre. Das sowieso, aber die Erfahrung, das weiß nie. Nie. Aber wir kennen einen Erfahrungswert, wie es funktioniert. Aber hey, bei dem jetzigen Plan und nicht den Eindruck, dass wir machen mal etwas, wir probieren mal etwas, und nicht zu werten, lo. Nur 2030 muss man da gucken, ob wir richtig gegangen sind oder nicht. Was aber nur nicht ist, dass ich nicht versichern muss, alternative Energien zu den allen fossilen Brennstoffen zu erreichen, das ist ganz klar. Ich meine, genau, alle Haus, was neu gebaut wird ja halt quasi nicht mehr nach Wärmepumpe gebaut. Da haben wir dann aber auch das Problem, dass die Industrie an Druck kommen muss. Im Moment ist es relativ schwierig, wenn eine Wärmepumpe ihr hättet, dann bestellt das aber Haut für das nächste Jahr zu kriegen. Und da müssen wir aber auch gesehen, dass Solarpanel große Probleme haben, falsch von der Zeit, so mal auch bei strahlendem Sonnenschein, falsch von der Zeit, wo wir nicht genug sind, weil das nur jetzt am Jahresmittel gerechnet. 12 Stunden von der Energie, da können wir nur drüber schwätzen. Das heißt, ich brauche aber immer noch irgendeine zweite Energie für nur zu überbrücken. Wir können als Speicherer setzen an Teile, aber auch da sind wir auch limitiert. A, was Preise geht, B, was Kapazität nur geht, und wenn wir die langen Wanderzeiten holen, also die 6 Monate Wanderzeit holen, dann haben wir da auch das Problem, dass wir effektiv ganz Phasen haben, wo wir die Sonne während Wochen quasi nicht gesehen haben am Land. Sie hast da geteilt, aber Wochen nicht meint mit das aber richtig. Ja, Wochen. Woche passt schon. Woche, ja. Aber nicht mehr. Nee, weil die von den 6 die hat 4 von den 6 Main geschrieben. Ja, mir 6 Main, wo wir in 12 Stunden Sonnenschein sind. Also, richtig. Achs wird sich noch nicht verschoben von der Noch nicht. Noch nicht, Gott sei Dank. Also, da muss ich gucken, wo man füllen ich dann den Deal Grundlagstopp. Da kein Sonnenschein, da kein Wand. Wand nicht genug Platz. Geringe Wasserstoff. Ja, aber du wirst mir ja im Moment nach Stand Haut, dass die Effizienz vom Herstellen von geringem Wasserstoff relativ energiereich, der Prozess. Also, das viel Verlust, ganz viel Verlust, du. Und da kommen wir wahrscheinlich mal diesen 200 Quadratkilometer mehr aus, für nicht mal zu packen. Nee, das geht nicht mehr. Das wollte ich dir mal sagen. Ich muss irgendwo, zumindest an den nächsten 10 Jahren, oder auch vielleicht 15 Jahre, irgendwo an Europa ein Grundlage für behalten. Ob Silo aus Kohle könnt, aus Gas könnt. Gas ist für mich genauso, also zumindest das Fracking-Gas, was wir aus Amerika kriegen, das wird unproblematisch. Also auch nicht unproblematisch. Und da bleibt noch die Atomenergie als dritter Faktor. Die, wenn wir direkt über die Grenze gehen, bei den französischen Opern ganz hoch gehalten wird, und bei den deutschen Opern ganz verdammt wird.
und mir sitzen wie immer an der Mitte und da muss man erst das Beste sichern von den zwei Welten, so wie man das immer macht. Ja, wobei das Beste nicht Atomkraft, das für uns, Das das ist ein anderer, so. das ist ein Medialität von der Energie, das ist schon eben gerade gespannt, Nee. das ist ja ein Punkt, ne, an Lützeburg funktioniert ja nicht autark, das ist ja auch kein Ziel, das Lützeburg soll unabhängig, wieso importieren immer den größten Teil von der Energie, also, wie so, das machen wir ja schon d'office, wenn man da so viel wie möglich selber produzieren, dann kommen wir ja schon ein Stück viel, und dann, das eben noch für die grenzüberschreitend zusammenarbeit zu machen, das ist so eine Idee von der kann man da, Jo, natürlich, wir müssen grenzüberschreitend schaffen, also wir können sicherlich keine Energieautonomie halt zuletzt bekriegen, du viel das. Bierger wie der Schweiz mit der Wasserkraftwerker, noch die nach Atomkraftwerker, trotz ihrer Bierger. Und, es fehlen wie soll ich so, Braunkohlefelder, wenn ich lo ganz beiseitig wie Braunkohlezentrale oder Gasfelder wie an Holland, für Gas, Turbine laufen zu lassen. Das heißt, egal was für Energie wir holen, wir sind immer gezwungen, Primärenergie zu importieren. So, wenn man mal den Gas, man hat ja zuerst, das mit dem Gas, Block, ja, das Kraftwerkland staut, ja, okay. Und das war ja Gas, aber der Gas ist auch Kaffee gegangen, war kein Lützeburger Gas. Ja. D'accord. Wir haben von der Grenze geschwärzt, Gemengen nur noch eine Grenze als Lützeburg, diese Gemengepolitiker auch, wo mir als Eurosolar einen Eindruck haben, das Bautereglemente, die sich von Gemeng zu Gemeng ja verschieden, aber mir haben so einen Eindruck, dass Gemengen die Gebrauche für Photovoltaik zu verhindern, als hat einen Grund noch immer. Wir sind dafür als Eurosolar echt dafür, die Bautereglement wird ziemlich gleich als für alle Gemengen, gibt zwar so ein Basisdokument vom Innenministerium, mit können aber tun, was wir breden, dass Moldofis Photovoltaik nicht schwer ist, dass sie muss gut explizieren, für was die nicht will, und nicht muss argumentieren, für was die nicht will. Das ist eine Idee. Ja, selbstverständlich. Wir am Prinzip nicht dagegen zu suchen, aber da dürfen natürlich nicht vergessen, Gemengenautonomie. Da muss ihn sich freuen, ob steht da noch Verfassung, ob ihn zuerst danach umdünselt, unbedingt ein Photovoltaik und der Fass will. Dafür sie auch von den 200 Quadratkilometer durch oder mal 100, die mir aber eligibel für Beispiel zu so eine Kirche zu Berdorf, der hat der Gemeng, du hast ein Photovoltaikanlage. Voilà. Also die braucht mich da nicht zu verzichten, aber es muss trotzdem nach Möglichkeit bleiben, für das Gemeng zu suchen, es gibt Sektoren, wo es einfach vom Denkmalschutz oder von der Optik, es wird von Grund auch immer nicht passt, also es muss eine Suggestion bleiben oder eine Proposition, aber Gemeng selber muss hier recht behandeln, zu suchen, dass diese Sektoren, wo wir mengen, dass es nicht hier gehört oder wo wir mengen, da gehört hin. So, gerade im ländlichen Raum haben wir so viel Dächer bei den Bauern, die auch teilweise zwar auch schon genutzt sind, aber sind danach viel nicht genutzt. Landwirtschaftsbetriebe haben enorm beigedrohen, dass die Photovoltaikproduktion hochgegangen ist 2022, weil das wirklich große Installationen sind. Genau. Wenn man den elektrischen Strom, wenn man von den fossilen Wäsche kommt, dann muss man ja Systeme umstellen, da muss man auch umdenken. An den Transport, den ist über 60% vom CO2 verantwortlich hier am Land. Dann ich mir sie noch Mobilität ernst das denken. Ja, Transport für dein Not zuvor versichert sind. Schweiz muss sowohl vom Gütertransport wie vom Personentransport oder sind die 60% reine Personentransport? Das alles. Alles, gut. Naja, wenn wir den Personentransport gucken, also klar, dass man zwar ein gratis Transport zu dazu hat, am Prinzip kein schlechtes Sache ist, weil da der das schon vor 15 Jahren gefordert wird, auch wenn die geringen Mengen sind, wie hier Erfindung gewesen. Den nächste Punkt war, wir sind an den Wahlkampf gegangen 2008, 2009, da wollten wir ein Citytunnel, wo ganz das S-Bahn-Netz über Lützeburg drin hing. Das hat damals kein Mensch interessiert. Wir hatten Bankenkrise. Heute schwätzen wir von einem, weil S-Bahn dürfen wir ja dann nicht so, schwätzen wir da von einem Schnelltram au Bäsch an ähnliche Sachen. Das heißt, den öffentlichen Transport fördern. Und nach viel mehr fördern als eine Förderung vom ADR. Auch schon immer gewesen. Wir sind da absolut nicht dagegen. Aber fördern heißt nicht, den anderen verbieten. Das heißt, ich meine, ein Offer, die so sexy ist, dass ich herkomme. Wir hatten für drunter am 4 Gespräch mit mir geschwärzt. Ich nicht gesagt, ich komme hier von Berdorf, wir sind halt zu Ding. Ich hatte geguckt an der Mobilität. Ich hatte 2 Stunden 30 gebraucht, für hier hinzukommen. Und dann nach nicht zu der Auerzeit, wo ich halt fahren wollen, also ich hatte heißt, ich hatte über den halben Arbeitstag verloren, für einmal ich heute den Podcast abzuhören. Chiffriert das mal
op een andere Punkt beim Auto nicht 50 Minuten dat geht net gebraucht, fir trotz Alldag. Stau. Dat geht net Ja. fir Alldag. Ja, ja. Ja, dat heißt, Transportpublik, ja. Man kann auch in zu Wien studiert, du nicht über 10 Jahre erlebt, wie ein Transportpublik zu Wien funktioniert. Du brauchst da noch keine Mobilitäts-App verwendet, höchstens ein Fahrplan. Weil zu Wien alles am 10-Minuten-Takt schlimmstenfalls getakt ist. Normalerweise andere Stoßzeiten am 5-Minuten-Takt. Das heißt, wenn ich irgendwo ausklammer, weiß ich, dass mein next Korrespondenz, egal was ich will, ob ich die S-Bahn holen, die U-Bahn holen, Tram oder den Bus, mein Korrespondenz kommt an den nächsten 5 bis 10 Minuten. Wenn wir da ein Kehr hinkommen, zumindest was der Großraumstaat Lützeburg So, geht, Wien als urbaner Raum. ja, aber wenn wir den Großraumstaat Lützeburg, dann denke ich nicht, dass viel Leid hier ein Auto daheim stehen lassen oder so. Ich brauche ja kein Auto mehr. Wenn wir aber an der jetzigen Situation sind, wo ich von Berdorf aus alle Stunde Bus habe, an kurz noch 10 für den letzten Bus aus der Stadt zurück, ging die an die Kino go, wissen, dass wahrscheinlich den Bus nicht kriegt, wenn den Film bis zu Ende gucken wird. Und do mehr Probleme nach. Und lo, sie mir nach am Osten, lo schwätzt man nicht das Problem vom Norden, den sich Schienen immer am Sommer wechseln muss. Ja. Oder geht noch bisschen an die Kinosura, geht den nach Ja, die geht nach immer. Da gehen wir auch hin. Aber auch du hast beim Transportpublik unbedingt evident, weil das ist dieselbe Bus, den Objekt nach 4,5 Stunden. Ja, richtig. Voilà. Und dann, System muss noch umgestaltet gehen, an den Industrien, an Betrieber, die kleinen Mittelbetrieber, die nicht am ETS-Sektor, also von den Zertifikatehandel sind, die sollten dann noch anfangen unterstützt gehen. Müssen unbedingt unterstützt gehen. Also, wie gesagt, mehr als ADR sind der Meinung, dass es auf freiwilliger Basis ist. Freiwillig kann ich nehmen, entweder gesinnt Leuten direkten Interesse, weil sie sich für das Klima interessieren oder auch Produkt machen, den auch ökologisch wertvoll ist. Das heißt, dann also das muss eigentlich. Oder die machen ein Produkt, den, wie soll ich sagen, austauschbar ist, Standardprodukt oder habe ich. Und dann muss es ein Anreiz gehen, den finanzieller Natur ist. Weil für was soll der Betrieb mehr suchen für das End ausgehen? Ein Betrieb, Ja, mich schwätzt. Die muss ja auch wirtschaftlich denken. Ja. Paie müssen am Ende vom Mund bezahlt gehen. Furniseure müssen bezahlt gehen. Anderen als an einen Konkurrenzkampf vis-à-vis von einem anderen Betrieb, den sieht, der fossile Brennstoff ist aber noch viel mehr günstig, dafür nicht 400 Motoren, da brauche ich das nicht umzulegen. Als Beispiel. Und du weint, denke nicht, dass wir in einem Land, gerade wo wir auch viel Betriebe haben, wo es schon schwierig ist, halt zuletzt, ich finde, im Baugrund, am Sinn von Industrie, also Aktivitätszonen und so weiter, dass in die fördern muss, wenn sie von Anfang an oder umsteigen wollen, ob Green Energie, also Photovoltaik und Dach an, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass in einer Industriezone hat, also eine Handelszone hat, wo nicht ganz dicht mit Photovoltaik bedeckt wird. Bis 2021 waren 60-70% von denen Gebäude, die nicht Logement waren nicht PV-ready. Also das ist wirklich, du hast noch auch viel zu machen. Du könnt aber dann so, das richtig Stichwort, die kriegt auch nicht in alle Platz nachgespeist. Weil der Reso, den am Bodenleitner nicht kapabel ist, das alles abzuhören. Das ist ein anderes Problem. Ja. Das heißt, du hast aber, wo du Staat vollkommen angreifen könnt. Aber wo du so könnt, wir lehnen, überall, wir investieren in die Infrastruktur, und wir gucken, dass eng Straße, wo viel Familienhäuser sind, die bis heute noch kein Photovoltaikanlage haben, aber wenn die mal in alle abspeisen wollen, dann kriegt er aber, je nachdem, wenn noch froht, kriegt er gesagt, im Moment können wir das aber nach alles nicht so unwählen, wie dir das du produzieren wollt. Ja, das ist der Niederspannungsbereich. Ja. Du hast ja Kreos auch zuständig für Mittel an Heichmann als Ernst. Das ja. Aber am Niederspannungs, weil man von den vielen Dächer gespart und die man nach unten. Nee, das ist richtig. Wo auf der anderen Seite durch das neue Gesetz vom 9. Juni 2023 über die Energiekommunität, die gehen 4 Jahre mehr kurz, von innerhalb von 300 Meter bis möchte breien, dann ist das ja mal aufwendig alles. Ja, das ist ein Text, dann das praktisch machen, ob da. Also ich sehe nur gerade einen Neubau Hecht sehen, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftigt, dann hat schon über den Mond gedauert, für das Altgebäude vom Strom aufgeklemmt zu kriegen. Ah, ja. Da schwätzt man dann nicht von einer neuen Leitung für dann noch ein PV-Anlage zu versehen. Also,
Auch das ist Sujet, wo mir so mal bis Reklam für uns, wo mir von Eurosolar Drusin, wo die Community gegründet, mit anderen Assoziationen an dort Gespräche mit Kreosio beständig. Enfin, ein anderer, ja. Ja, ich wollte okay Kreos Bashing man, aber auch die können nehmen das machen, was auch die, wie mir alle gut in der größere Tar abzuholen, für auf den Niveau zu kommen, weil ja jahrelang das nicht so hegt gepflegt ging, dass die Energietransition wie Misto Simon sehen, ja. Ein anderer Punkt, wo wir uns auch vielleicht sehen, als die Energieeffizienz, wenn man Energiespuren hat, dann man Stichwort Heizung, Isolation von Häusern, du gehen im Moment ja Unterstützung für Leute, die renovieren, gehen Kriterien. Wir mussten am Bâtiment, den das für über 20% von CO2 auch zuständig an, die soll raufkommen auf 64% par rapport zu 2005, den Ausstoß daran bis 2030, wie dann PNEC 4 gesehen hast, helfen Häuser, am Bestandshäuser umbauen, das sind auch Ideen, die ich kennt. Ja, Hilfe, das sind am Kader, wenn ihr zum Beispiel eine Wärmepumpe oder so selbst baut, und da seht ihr nicht, ich will mein Haus isolieren gleichzeitig, weil er dehnt mich nicht mehr Sinn mit dem anderen. Selbstverständlich. Auch da aber immer auf der freiwilliger Basis, das heißt Hilfen zur Verfügung stellen. Und da muss man gucken, dass die Hilfen auch so substanziell sind, dass es wirklich etwas hilft. Ich habe gestern noch am Deutschlandfunk eine Debatte gehört, mit Diskussionen, wo sie dann festgestellt haben, dass am Moment, wenn ein Haus aus dem ersten Teil vom 20. Jahrhundert, also von 1950, energetisch saniert und dann auf Wärmepumpen umstellen will, Kosten dadurch so hoch laufen. Deutschland kriegt da eigentlich rund 21.000 Euro im Moment, also aus dem Plafond, du läuft dann auf Kosten bis 70.000, 80.000 Euro raus. Und hier soll den übertriebenen Uts machen. Und lo muss man überlegen, wie holen wir die Leute mit, wo kriegen die 50.000 Euro? Als zum Beispiel, die danach Fehler gingen, an diesem Beispiel. Das heißt, du musst ihn überlegen, wie kann ich das fördern? Muss alles zum Nulltarif sein? Oder kann der Staat zum Beispiel hier gehen, also wir gehen da für Kredite, wo wir Zinslast überholen? Dann bezielst du eigentlich nicht mehr Ding. Anlage auf, aber du bist nicht gezwungen, nach 4 oder 5, im Moment schweiz mal für 5% Zinsen, 5% Zinsen. Das ist ja schon so gedurcht bei der Photovoltaikanlage. Das, bei der wir schwätzen bei der energetischen Sanierung. Voilà. Und du kannst die Modell weiterentwickeln. Ganz anderer Preis an der Rav, je nachdem für den Gries. Und dann spielt der Faktor Denkmalschutz ran. Also, sie selber proprietär von einem denkmalgeschützten Haus. Du hängt dir nicht eine Isolation bei außen und Fass. Nein, so als Menge stand an dem Sinne nicht gedurcht. Ja, aber da ist dann das Problem. Für muss ich verbannen, da muss ich gucken, wie du mit der Klimatisierung lebt. Das wäre, wenn die geatmet tun. Ja, Fenstern ist kein Problem, aber dann sind Fenster mehr isoliert wie die Mauer. Es verliert den urbanen Raum. Und du machst Surface habitable mit Eier. Das muss man sich bewusst sein. Und da dann eine Marché wie Lützeburg, wo eine Surface habitable sowieso schon da ist, wenn dann nach einer Lokation denkt, was für Proprietär will investieren und dann Cash noch nach selber überholen. Das heißt, du könnt automatisch etwas, was dann auf der Lokatär zumindest teilweise retransposiert wird. Und dann haben wir durch im Spiral, und da haben wir ganz Tagsleute sitzen, die schon knapp sich die Loyer leisten können. Und du musst dann die Rechnung gemacht werden, ob die energetische Abspurung von seinen Heizkosten so hoch ist, wie das, was der Loyer eventuell bezahlen muss, was sind das der Loyer immer am Index an Blut geht und so viel und so viel und so viel. Also, ja, das ist ganz, ich persönlich, das fand ich ein ganz guckliches Thema an einem überhitzenden Immobilienmarkt, wie Lützeburg zumindest bis für 6 Monate nach war, und ich sehe auch lohnende Preise, dass die nicht so aufstürzen, und der Loyer par contre aber an Blut geht. Und du weißt, dass das ein gesellschaftspolitisch ganz gefährliches Thema. Also gefährlich am Sinn von Museen. Mit Vorsicht, aber mit Bedacht, Ugo. Ein anderen Faktor für zu steuern, für die Energieeffizienz, das ist CO2-Steuer. Die ist am PNEC festgelöscht. Eine Trajektoire, die soll haben, den einen ist zu hoch, den anderen zu tief. Wie ist es für ein ADR? Also, wir sind grundsätzlich gegen Steuern. Ich habe gesagt, wir sind am Weg
oder als Ideas gleich zu fördern. Den größten Teil, wo CO2-Steuer am meisten ausschlägt, das ja am Treibstoff, also am Transportsektor. Und du hast es da ganz klar, wie geht dann du am meisten getroffen? Das sind die Leute mit einem kleinen Staat, mit einer großen Familie, und die meisten sind ein Auto in den 10, 15 Jahren alt. Den verbraucht 10 Liter, so nicht nur einfach. Die Leute, die zu zweit, den Koppel, die zu zweit bestört, das Haus das bezahlt, alles das bezahlt, kein Kanner mehr am Haus in der Ausbildung, die kann ohne großes Problem auf ein Elektroauto umklammern. Oder auf ein Auto, die ganz wenig verbraucht. Das heißt, auch da erwischen wir die Leute, die eigentlich am niedrigsten haben, die bezahlen eigentlich am meisten, weil sie das Schwan nicht tun. Und du winkt von nicht ein CO2-Steuer, egal was wenn heißt, ein sozial ungerecht Instrument. Da kann ich so mir mehr Steuerkredit, mir mehr ein Heim, mehr do. Aber ihr, die mal bei den Leuten kommen, haben sie viel schon auf der Tankstelle ausgeben müssen. Oder für ihren Dieseltank, Mazutank voll zu machen von ihrer Heizung, von ihrem Haus, was sie vielleicht gerade mit mehr nicht kaufen konnte, weil das innerste Level war, weil am preiswerteste war, dass das wieder energetisch saniert. Und da können da eine CO2-Steuer drauf. Deswegen fand ich sie eine Unsozialsteuer. Du musst den eng anderen. Das ist natürlich ein Modell, das mathematische, verfeierische Modell. Aber wenn ihr von der sozialen Seite guckt, dann mal von der Seite guckt, von den Leuten, die aber das Land schaffen haben, dann muss man sich überlegen, ob es wirklich die Beste ist. D'accord. Apropos Schaffen haben, Steuern bezahlen, der Bill Clinton so denke jetzt die Economy stupid. Letztes Jahr als eine Bank genannt. Fondsplatz, die sich ja Richtung gering Bonds, gering Fonds orientiert, die sind undeelig auf der ganzen Welt, allerdings nach ganz, ganz klein. Wie da eine Idee, dass die ausgebaut wird, die Fonds gering Platz. Lützeburg hat, wir sitzen ja hier am Minet, Lützeburg hat immer von seiner Nische gelebt. An der Zeit hat man Schwerindustrie, danach kommt die Wechsel Richtung Banken oder Stahlkrise. Wir haben immer die Nischen Versicht auszunutzen, da konnten sie auch gut ausnutzen. Ich gehe nur nicht auf Steuersachen an, weil das ganz anderes Geschäft ist. Wir von Euros verstehen auch nicht von Steuern. Ja. Und hier ist aber so, dass sicherlich eine Fondsindustrie, die sich mehr gering orientiert, sicherlich eine Nische, also ein kleine Nische, also ne, im Moment ist schon ein Nische, an der Hoffnung, dass der Nische ein ganzen Arbeitsfeld rausgeht. Das ist sicherlich eine gute Sache. Muss ich natürlich dann noch definieren, was das eine geringe Fondsindustrie. Wo streiten sich ja auch. Taxonomie, die bekannten Taxonomie, ja, d'accord. Dürfen Atomkraftwerke auch mal an der geringe. Vielleicht ja, für mich vielleicht. Nee, ich bin froh, nicht mehr gestaunt. Ja. Die Diskussion ist ja dabei. Ganz klar. So soll man schwätzen drüber. Und das ist ja auch mehr das Problem auch bei den Fonds von einem Pensionsfonds, ja. Wo da gesagt wird, ja, die investieren, da waren etwas was. Ja. Aber wenn man nur rein CO2 gucken, dann schließt man mit der Atomkraft auf. Wenn man rein den CO2-Ausstoß gucken, dann legt man mit der Atomkraft, wenn man nur ganz sehr bremsen will, nicht schlecht. Auf jeden Fall möchte Käse an Eisen an, das ist das, was die Deutschen gemacht haben, funktionierende Atomkraftwerke, die höchste Sicherheitsstandard in Europa waren, auszuschalten und dafür irgendwo Braunkohle, Gasturbinen und so mit Frackinggas aus Amerika. Also das muss man ihnen erklären, wie die Ökobilanz ausgesehen. Wir schätzen über Chamberwahlen zuletzt, wo ich nicht die Deutschen. Ja, wir sind aber ganz stark geprägt von der deutschen Presse, ja. Von Deutschen auch als gering heiß, ganz geprägt, inspiriert. Weil wenn sie von den Franzosen geringen inspiriert werden, dann sind sie an der Regierung. Da wären sie nicht so gut, die letzte Woche gering. Sie sind ja aber gut. Enfin, das gesagt. Ja, das ist eher also. Das andere, das erneuerbare Energien, das ist eine relativ junge Wissenschaft par rapport zu anderen. Du hast Forschung, du gehst eine Möglichkeit für Startups zu gründen, für Hubs zu formieren, wo ihr Forschung zusammen können. Das ist das Feld, wo den ADR kennt, so nicht nur so ein Glück wie die Förderung, so denke ich. Kann ich absolut nicht mehr unterstützen, auch als Partei. Forschung ist immer gut, Forschungsstandort Lützeburg ist sicherlich gut. Muss auch gemäht gehen, weil wir müssen als Löser aus der Bankenindustrie, wenn ich die Lunge so nennen will,
auch ein zweit, dritt, feiert Bein abrichten. Du mal das ja schon nur gefallen jemand der Uni LU an so führen. Für was nicht Forschungen, wir müssen aber natürlich bedenken, wenn wir so Forschungshappe machen wollen, dass wir dann zwei große Probleme haben. Heißt, wir müssen Leute Brain machen Richtung Lützeburg, müssen Leute hier kriegen, die gute Ideen haben, die Ideen auch versuchen umzusetzen. Die müssen hier wohnen, die müssen drohen Matt bei zu diesem Wurstum. Die wollen vielleicht teilweise gerade bei jungen Leuten können hier kommen. Wir leben da in diesem Beruf ganz stark. Die wollen können hier kommen, weil so einfach die Lebenshaltungskosten zusätzlich ein bisschen viel zu da. Ja. Das heißt, es geht nicht nur durch so, wir fördern ein Hub an die Richtung oder an die Richtung. Da muss ich auch das Umfeld für die ganzen Hub so gestalten. Und da kommen wir dann auf ganz Wachstumsdebatte. Das weit fällt immer an diesem Podcast noch nicht behandeln, aber die werden wir garantiert in eine zurückkommen. Die hat wieder von den Standbeinen angeschaut, nicht von der Zukunft, nicht von der Vergangenheit von Lützeburg, das Landwirtschaft, die auch durch den Methan für allem Problem matt von CO2 oder von Gasen, nicht von CO2, von Gasen verursacht, also klimaschädliche Gasen. Wie kriegt in der Landwirtschaft geholfen? Sie werden echt verstanden, wollen Bauern ja gerne von ihre richtige Aufgabe Lebensmittelproduktion direkt oder indirekt liefern. Den wissen man de Bautzen die wäschlos sind, dat wir ja am Anfang ein bisschen Standbeine wäscheln, dat wir auch nicht wie ist der Approche vom AD? Auch darum grundsätzlich ob Freiwilligkeit, aber das wiederholen ich mich. Erstens wollte ich auch noch korrigieren, also die Landwirtschaft das nicht Vergangenheit. Wenn dir Haut mit rausgeht, dann geht er bis ersten, dann ist es das schon mehr Land wieder erneuerbare Energien, da das richtig Lützeburg war ein Land von wo viel Landwirtschaft war. Nirgendwo so wie an der Landwirtschaft als an einer zirkulärer Wirtschaft geschafft wird. Mit dem Scheißdreck, so nennen wir so wie das von der Käfer, von der Schwein, von Piff, Schwein, sind Pflanzen gedüngt gehen. Biogasanlagen, wenn man 90er Jahre ging, sind dumm Betriebe gehen. Es war also immer schon ein Rimmbenutzer von allem. Und ob ein Bauernhaft, der freier funktioniert hat, als nicht verloren gegangen. Das ist so weit gegangen, dass Pulle in Schanke kriegt von den Pullen, die für Drogenschlecht gesehen. Ja, Pulle ist also Fleischfresser, Pflanzenfresser. Das ist nicht nur einen exklusiven Körnerfresser. Das heißt, am Jahrhundert, an den 90er Jahren hat Lützeburger Landwirtschaft schon zusammen, indem wir uns mal im Herdbuch haut kommen, an der Ägide vom Ingenieur Stoll, hat damals schon Hoftorbilanzen gemacht. An die meisten 90% von unseren Betrieben, zum Beispiel all die an einen großen Chain Fleisch liefern vom Lützeburger Bauer, machen seit über 20 Jahren Hoftorbilanzen. Das heißt, das wissen genau, was kommt ran, was geht raus. Ich weiß nicht, ob es viele Betriebe zu Lützeburg gibt, die nicht an der Landwirtschaft sind, die eine Hoftorbilanz haben. Und dann wir immer Transport, Güterverkehr. Wo das so dokumentiert das? Wo dokumentiert das, abgezeichnet das, aber wo doch eine Bewertung gibt. Also der Tisch, die können sich nicht vergleichen, die Betriebe. Du winkt also doch falsch zu suchen, sie stoßen Methan aus. Die Diskussion hat, natürlich stoßen Randbeichte Methan aus. Vorerst brauchen wir so viele Randbeichte. Wenn man eine Autosuffisanz, man hat ja verdrufen eine Energieautosuffisanz, wenn man eine Autosuffisanz am Bereich Schweinefleisch wollte, dann müsste man als Schweinsproduktion bald verdoppeln. Im Moment kaufen wir das aus Europa an. Oder Brasilien vielleicht noch. Wenn wir bei der Randbeichte, beim Randfleisch gucken, haben wir auch noch keine Autosuffisanz. Das heißt, wenn man nicht mehr von der Autosuffisanz spricht, das heißt, und das so nicht im Klima ist wahrscheinlich ziemlich egal, ob Kuh zu Echternach Brick pupt oder zu Echternach. Richtig. Ja, der Methan ist an der Luft. Ich brauche ihn einfach. Bei der Milch haben wir effektiv die Situation, dass wir eine Überproduktion haben. Das heißt, du liefere mir, so wie die anderen Eisfleisch liefere mir Milch an den Rest von Europa. Du kann ich darüber diskutieren, aber wenn wir so, wir wollen nur nicht mehr nach produzieren für die Milch, für Lützeburger Milch, für als Autosuffisanz,
da so ein Noper und dann will mir aber auch gehen, da lieber mir ich gehe Fleisch mehr. Also das so primitiv ausgedrückt natürlich. Also der Tisch, da sind wir an einem europäischen Marché an, wenn den eben am wir sind ein Geringland, Musik gehen, wir wären nie ein Ackerland, wir wären immer Geringlandwirtschaft. Wenn guckt, was am 19., 18. Jahrhundert gelernt hast, und du musst da bedenken, da gibt es 5.000 Leute, die an der Stadt gewohnt haben, und der Rest waren Bauern. Also eben 95% von Eis von Bauergenen an Eisen Blutlinien. Das heißt, du musst mal einfach gucken, was wollen wir? Wollen wir nicht mehr eine Autosuffisanz haben, dann gewinnen wir nicht viel am Methan, weil da müssen wir so viel Rampisch und so viel Schwein weiterhalten, das frisst sich ab. An der Milch, das gesagt den, oh, wir haben zu viel Milch. Ja, aber das ist ein Ausgleich auf der anderen Seite. Das heißt, was geschehen muss, ist zirkulär, ein Maximum zirkulär. Es muss ich gucken, es gibt auch heute schon andere Methoden an der Schwingsproduktion, zum Beispiel den Urin vom Kot zu trennen, und dadurch entsteht viel mehr Harnstoff und so viel. Also es gibt ganze Maßnahmen, die an der Landwirtschaft gemäht gehen, die heute schon gegen die Emissionen kämpfen. Und da vergisst man nicht, wenn man nicht all die Dächer hätte, wo die Kälte rasch stehen, dann hätte man keinen Platz für Photovoltaik draufzustellen. Das ist immer ganz. Genau. Sie die von Dächer gespart von den Stall erscheieren, wo viel Photovoltaik dort produziert, also Solarstrom dort produziert wird, dass den Sugelo als Agri-PV auch wo eng offeren lanciert gesehen vom Minister aus, mit given doppelt Abkommensbedarf auf die Landwirtschaft durch die Stromproduktion an den drinnen können sie schaffen. Das ist dann ein Punkt doch für den Weh, den ADR kennt matt gehen. Das ist weh, wo matt gehen kann, und auf der Bedingung, dass der Bauer selber die Entscheidung hat, ob er es machen will oder nicht. Ja, klar, ja. Ja, nicht über die Landesplanung gesagt wird, die 100 Hektar, die man mal an einem Stück Solar zahlen. Die Ausschreibung ist ja freiwillig, und melden sich. Ne? Ja, genau. Ja. Da können wir auf dem Weg matt sehen, aber das ist absolut nicht dagegen zu sagen. Der Bauer muss nicht mehr gesehen. Das ist natürlich klar, dass ein Ertrag innen drin natürlich nicht dieselbe ist wie ein Ertrag, den er für drin hat, der landwirtschaftlichen Ertrag. Aber den Ertrag öffnen drüber, das ja maybe kompensiert. Wobei das von dem landwirtschaftlichen Ertrag drin oder nicht sicher ist, zu gehen die Tüte. Mit dir von der von den Zellen, die Zellen von Haut sind nicht die für 24 Jahre. Ein anderem, ja. Die doch von der Landesplanung gespart, das fällt mich zum nächsten Sujet hin, dass Konsequenzen von der Erderwärmung, die wir schon haben, dreschend auf der einen Seite, auf der anderen Seite die starke Rehfälle, wo dann die Überschwemmungen kommen, für die ein bisschen aufzuführen, für die ob es da gehen zu machen, müssen uns da aufpassen, dass der das Planung, dass dann auch in anderen Urbanismus, das in einem Management von den Böschern, dem ist vielleicht auch nicht das gemerkt oder die überhaupt gemerkt gehen, wie sieht ihr das? Ja, wir unterstützen eigentlich absolut die Ideen, die den Böschbesitzer helfen sollen, hier Böscher nicht zu bewirtschaften, wie vielleicht für 50 oder 100 Jahre. Muss man natürlich auch so gesehen, die groß Dennennodeln, Dennenbeem-Ansammlungen, die man hatte, wenn nur im Zweiten Weltkrieg kommen, wo immens viel Bauholz gebraucht gehen, also zu den Ressourcengesicht, die sehr wiest. Dass du nach der Klimaerwärmung dabei kommst, an den Borkenkäfer ist am Grund, hat nicht wirklich etwas geholfen. Das heißt, lo schaffen wir, wir sehen, wer da was eng von den Gemengen mit dem meisten Busch, hier am Lützeburger Land, mir pflanzt lo Beem nicht für 2030, nicht für 2050, mir pflanzen Beem für 2250 am Moment. Da ist natürlich eine Bewirtschaftung, die an maybe 2-3 Generationen gedurcht wird. Ich brauche über 200 Jahre, ein Hitze-stressresistent ich brauche ich will selber auch Büscher. Das, was ich heute pflanzen, ich will meine Enkel kann er gesehen, die mal nicht als wirtschaftliche Faktor, sondern den Enkel kann er vielleicht. Das muss ich sich also ein bisschen bewusst sehen. Dass ein Forstwirtschaftler, das ein super Tanker, wenn wir heute Steuerrad bringen, mir kann man das 50, 60 Jahre. Ein Klammer, der Begriff nachhaltig, die könnte aus der Forstwirtschaft. Ja. Das an auch Probleme an den Stiert setzen. Natürlich. Klimatechnisch, temperaturtechnisch.
freier Leider am 19. Jahrhundert, wenn er an irgendwann eng Staat geht, wo nach Cartier erhalen aus der Gründerzeit, wie sie dann an Deutschland nennen, stammt. Da steht an all Nierwestroß sind Alleebeben dran, also Kächtebeben oder so, die Temperatur deutlich senken. Die Grundleit waren fir och gescheit. Ja, Die hat fir vun der zirkuläre Ekonomie an der Landwirtschaft geschwaart, die gëlt dann noch fir nader ass dat en Asset fir an Zukunft auch an der anderer, datich vum lineare Wäsch kommen gebrauchen. Sicherlich net dat geht nimi, weil es Ressourcen ist, weil das endlich mir noch nimmen Planet geht, dass man 12 bis 13 Mal verbrauchen am Moment, so wie man wirtschaften an das ganz klar, dass langfristig net anders geht, wie das man zirkulär Ökonomie kriegen, aber ein gescheit zirkulär aneben eng ob freiwillig. Mir kommen von der Seite hier, kommen mir unterstützen nicht, mir helfen nicht, gut ein gut Idee, da will mich gerne helfen, aber net mat mir zwangen nicht so zu ihrem Glück, weil der Zwangen zum Glück, das feiert immer an eng Staatswirtschaft an, das ist nicht gut. Landwirtschaft braucht du immer uns eins, das hat man verbrauchen eventuell als fir Leiit Klima die zu unterstützen, der doch schon viel ugedeiht, die Leute, die op Auto gewesen sind, die sich dann eben du ging ich davon raus, dass der auch findet, dass du soll Übergang schaffen, das also du kann ich sicherlich Übergänge auch Modell no durch die zu ökologische Leasing für Elektroauto für Leute, das sind die ganze Kapitalplatz hier gehen müssen war da war, wenn man dann bei zirkulär zurückkommen auch gewährleistet sie muss an du mir nach kein für das Recycling von denen elektrischen Auto du hört sich zuletzt bis nach Gedanken darüber gemacht weder an der jetzigen Regierung nach an der Opposition bin ich auch nach halb so das ist schön, dass man ein elektrischen Auto hin, aber irgendwann will ich mein elektrischen Auto am Ende von seinem Leben oder einen Accident. Der Karosserie hast du kein großen Unterschied zwischen dem fossilen de Verbrennerauto aber Batterie von der Batterie und da muss man überlegen, ob du hast dann eine Hoffnung und du kommen wir auf Forschung zurück, dass den Gebrauch von den seltenen Erden immer manner geht an den Elektrobatterien an den Motoren und bei den Batterien sind sie auch am Gang römme Changement zu machen, schwätzen davon, dass sie vom flüssig gekilten fortkommen an du sie auch nach Problem technischer wir sind am Moment beim Elektroauto do wo man am 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhundert beim Verbrennungsmotor waren bei den Elektroautoen muss bei den Elektroautoen also Batterie du hast Lithium problematisch über dem Brennstoffzellen das sind immer die seelenden Erden an dir den noch an einem Verbrennerauto zum Beispiel die Wischermotor die besteht aus ein Brennstoffzell das ist noch viel ein bisschen zu testen ich will auch nicht gesagt dass den eben mehr ökologisch als wie den anderen nee, du von die Käste gespart richtig. Ich kriege aber den einen zur Erhaltung vom Preis von dem anderen gerade am innersten an den kleinen Auto d'accord an für allem wichtiger Such dann ging ich davon raus Kleid Mattuelle weil für etwas genannt politisch muss sind Leute von überdenkt Zwangskrieg immer enge Position gerade Lützeburg ja den der Freiheitsgeist eigentlich von Geburt und ein bisschen imprägniert wird wird sie immer rausgestaut und nicht über 60 Jahre wenn ich etwas oktroyiert kriegen, das ist nicht mal du gehst. Wenn ich aber etwas proposiert kriegen, dann soll ich, los mal gucken. Und du willst so mir, ganz klar, wir müssen die Leute den Weg proposieren, aber wir müssen auch respektieren, wenn sie den Weg direkt nicht mal das kommen. D'accord, also wir sind gezwungen, etwas zu machen, wir am besten machen freiwillig. Also wir sind am Sinn von der Klimakrise gezwungen. Von der Klimakrise sind wir gezwungen zu reagieren. An do wo der Staat selber proprietär ist, wenn man da bei der Isolation von der Gebäier sind, da ging ich ganz viele Gebäier kennen, die energetisch noch saniert gemisten, wo Schuld vom Staat für den besten Drop hecht. Wenn man dat mal als Staat um ein gutes Beispiel 4 gehen, an das andere so fördern, dass es doch sozial verträglich ist, dann mehr nicht mehr als ADR kein Sorgen, dass man die Klimakrise nicht gemischt hat kriegen. Gemischt hat kriege, wissend, dass mir zu Lützeburg die kleinen Wasserdrüpp sind, an einem großen Becken,
Ich will immer das Beispiel a Brasilien brennt den Dschungel, all ihre Flüchten an dem Kolibri de flit zurück mat enger Drps Wasser. Du sontieren du verbrennst wat michst du mat enger Drps Wasser kannst du nicht erreichen, also nicht oder der Kolibri se mat der Drps Wasser muss ihn ufhängen. Wenn ich nicht ufhänge, wie fängt das so? Und du winst nicht Elektroauto. Da kommen wir in alle Kolibri. Merci, Herr Schuss. Ja, merci auch.